Ich war vor ein paar Tagen auf YouTube unterwegs und habe ein sehr interessantes Video gesehen mit dem Titel Ein Video über das Schweizer Taschenmesser. Zufälligerweise bin ich Schweizer und zufälligerweise habe ich ein Schweizer Taschenmesser. In Rot und noch ein Schweizer Taschenmesser in Silber und ein Schweizer Taschenmesser mit meinem Namen drauf. Ist das Tryhard? Ja, ich kann bestätigen, dass tatsächlich jeder Schweizer ein Schweizer Taschenmesser hat. Ich bin sehr gespannt, um was es in dem Video genau geht und schreibt mal in die Kommentare, ob man in Deutschland auch Schweizer Taschenmesser so standardmäßig hat, so als Geburtstagsgeschenk. Also ich glaube, ich habe noch 10 andere irgendwo. Das Video ist von Plankton, 1,18 Millionen Abonnenten, kenne ich leider nicht. Ich bin sehr gespannt. Yalla. Das ist die Schweiz und das ist die Schweiz. Einmal bin ich in meinem Leben durch die Schweiz Dieses Wortspiel hat noch nie jemand gemacht. Noch nie. gefahren oder auch durch die Eidgenossenschaft, ihr Fancy Pants, und stand einfach durch das gesamte Land im Stau. Ihre deutsche Geringverdiener-SIM-Karte ist nicht mehr gültig. Zeichnet er das alles? Ja, ultra geil. Das ist wahrscheinlich, das war Plankton, ne? Das ist so der Stil. Die Schweiz hat den längsten Schienentunnel. Wow. Die Schweiz gibt keine... Weird Fun Fact, es ist wieder ein komplettes Schweiz-Nerd-Video, es tut mir jetzt schon leid, Grüße an alle Deutschen. Ich war in diesem Tunnel drin, denn ich habe mit meinen Eltern eine Führung gemacht beim Bau vom Gotthard-Basistunnel und konnte dort so reingehen. Da fährt man so 3 Kilometer von der Seite vom Berg seitlich in den Tunnel rein und dann konnte man das angucken und war eigentlich eine ganz geile Erfahrung, ja. Nerdshit. Bremse auf eine gemeinsame Sprache, Religion oder sonstige nationale Identitäten, weil sie eigentlich nur eine Extension aus Frankreich, Deutschland und Italien ist. Die Menschen von dort aber einfach keinen Bock auf Frankreich, Deutschland oder Italien hatten. Okay, ja. Nehme ich. Sondern auf Berge. Und die Schweiz ist das Zuhause einer der coolsten Content-Creator-Personen überhaupt. Gnu. Gnu wohnt in der Schweiz. Wusste ich nicht. Die Schweiz ist auch für ganz viele andere Dinge bekannt, wie zum Beispiel für die Menschen, die ausgeliehen werden, um den Papst zu bewachen und dabei so aussehen, als würden die mich mit lustiger Musik untermalt zu einem Gewürz kloppen können. Die Schweiz ist auch famous für das hier und das, maybe auch das und für einen kleinen faltbaren Werkzeugkasten, der ganz zufällig auch ein Messer beinhaltet. Das Schweizer Taschenmesser. Oh mein Gott, das ist genau das hier. Digga. Ich glaube, in der Schweiz ist es so casual, so, okay, hat man einfach. Aber mich würde es interessieren, was so die Sicht von anderen Ländern über das Schweizer Taschenmesser ist. Ob das nur so ein Ding ist, wo die Schweizer so sagen, boah, wir sind so stolz drauf, guck mal, was wir gemacht haben. Und alle anderen sagen so, nö, fickt euch, geht. Oder ob das in anderen Ländern auch so full das Ding ist. Checkt ihr? Definitiv nicht zu verwechseln mit dem gurkistanischen Taschenmesser und in der Schweiz selbst auch gerne Schweizer Sackmesser genannt. Da habe ich definitiv Sackmasse. nicht kurz falsch gelesen. Zum Ende der 80er Jahre, und ich rede hier von diesen 80ern, suchte die Schweizer Armee nach einem neuen Soldatenmesser. Es sollte Dinge schneiden, ein Gewehr auseinandernehmen, Dosen öffnen und Löcher in irgendwas stechen können. Guck mal, Achim, ein Käse. Mit Löchern. Nur war da so ein bisschen das Problem, dass es recht viele Soldaten gab und kein Schweizer Unternehmen, das so viele Taschenmesser auf einmal hätte herstellen können. Also bekam den Deal mit den Soldatenmessern vorerst ein deutsches Messerunternehmen aus Solingen und Günther aus Versolingen, welches aber noch im selben Jahr Solingen ist die Messerstadt, wo meine Mom ist Floristin, weird fact, und ich glaube, die machen bis jetzt noch die besten Messer, auch für so Floristen und so shit. Irgendwie ist Solingen so die Messerstadt. von Karl Elstner und seiner cuten Schweizer Messermanufaktur abgelöst wurde. Karl Elstner war gelernter Messerschmied und verbrachte seine Lehre in Paris und in Süddeutschland, wo heutzutage ungekennzeichnete Holy Placements gelivestreamt werden. Und mit dem Code SEO sparst du dir 10% bei Holy. Holy! In seinem Laden, den er mit der Unterstützung seiner Mutter Victoria eröffnete, baute er gerne Messer und andere chirurgische Instrumente und Messer. Baute er auch an dem Backend von Dating-Apps in Berliner Coworking Spaces? Nein! Er baute Messer. Die deutschen Messerkollegen aus Solingen waren zwar nicht aus der Schweiz, Ein Telekom-Nutzer hat ihren 1&1 Hintern vom Funkmast gekickt. hatten aber den Vorteil, dass sie ihre Messer günstiger herstellen konnten als Karl und Karls Schweizer Kollegen. Dies führte dazu, dass über die Zeit eine Schweizer Messermanufaktur nach der anderen ihren Betrieb aufgab. Bis auf Karl. Auch wenn er selbst finanziell am Struggeln war, Karl Macker. hatte er safe keine einzige Sekunde damit verschwendet, zu überlegen, ein Interpol-gesuchter Dubai-YouTuber zu werden und biss sich mit Hilfe seiner Verwandten durch sein Business. Erst durch den absurd großen Erfolg des Schweizer Taschenmessers, das eigentlich etwas anders heißt, aber es ist markenrechtlich geschützt, konnte er die Insolvenz endgültig abwenden und seine erfolgreiche Manufaktur irgendwann an seinen Sohn abgeben, Karl Elstner, aber mit einem C. Dieser übergab den Laden dann weiter an seinen Digga. Sohn, Karl Elstner. Und dieser an seinen Sohn, Karl Elstner, Digga, ist es true? Das ist true wahrscheinlich. der auch heute noch den Laden führt. Digga, das Video, da passiert so viel Animation, Infos, zack, 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 zack. Ich muss mich richtig konzentrieren, sorry. Und der Name des mittlerweile nicht mehr so kleinen Messerunternehmens ist Victorinox. Eine Mischung aus dem Namen Victoria, wir erinnern uns, dem Namen von OG Karls Mutter, und Inox, das aus dem französischen Wort inoxidable kommt und basically so viel bedeutet wie rostfrei oder Rostfrei.
Ist mein Messer rostfrei? Boah, Digga, das ist immer Krampf, das aufzuklappen. Ja, sieht gut aus. Victorinox Switzerland. Stainless, was heißt das? Es steht sogar hier. Victorinox Switzerland. Stainless rostfrei. Nummer 38. Was auch immer das bedeutet. Gut. Eins von beiden wird safe sein. Ey, by the way, Lifehack. Habt immer so ein Ding im Auto. No joke. Schweizer Taschenmesser im Auto, beste. Ihr braucht immer wieder eine Schere oder ihr müsst irgendwas aufschneiden oder eine Box aufmachen oder weiß ich was. Das im Auto, goated. Aha, goated. Also wird unterm Strich das weltberühmte Schweizer Taschenmesser basically nur von einer Schweizer Manufaktur gebaut, die sich heute irgendwie auch an Uhren, Koffern und Parfums probiert? Naja, fast. 1901. Hätte auch 1900 sein können, aber nee, 1901 lieferte auch eine andere Schweizer Messerfirma Soldatenmesser an die Schweizer Armee aus. Und zwar die Firma Wenger. Damals hieß sie noch anders, aber später hieß sie Wenger. Ey, die Schweizer Firmen sind auch wirklich so, es kann glaube ich kein Land, wo Schweizer Firmen so stolz auf ihr Land sind, dass sie immer das Logo reinmachen müssen. Das ist so krank in der Schweiz. Das ist so, Schweizer müssen schon immer so zeigen, ey yo, guck mal, wir sind Schweizer, okay? Finden uns damit jetzt ab. Und auch Wenger gelang es in diesem Bereich richtig erfolgreich zu werden. Was? Du musst mal eine Dose öffnen? Dann nimm doch mal einen Wenger. Diggi, dein Gewehr jammed as fuck und muss mal... Bro, halt noch nie eine Dose mit einem Taschenmesser aufgemacht. Ich würde da abrutschen und meine Finger in 3 Teile schneiden, so. Geht nicht. Was ist die beste Funktion von einem Schweizer Taschenmesser? Wir müssen das kurz durchgehen, Chat. Obviously, Messer. Classic, gut. Aber wir haben den Zahnstocher. Noch nie gebraucht. Oder vielleicht einmal, so als Kind beim Wandern. Wir haben die Pinzette, sagt man das so auf Hochdeutsch? Wie heißen die auf Hochdeutsch? Das weiß ich nicht. In der Schweiz sagt man Sprisser, so kleine Holzsplitter aus der Hand zu holen. Sehr nützlich. Ich gehe aber, weil ich würde sagen, ich habe das Schweizer Taschenmesser meistens als Kind benutzt. Jetzt nicht mehr so viel, weil irgendwie, ja. Ich weiß nicht, ob eines von denen das hat. Aber goated als Kind, Bro. Wer checkt, der checkt. Ist die Säge. Aber das hier hat keine Säge drin. Wenn man im Wald war, im Wald spielen, man musste Holz schneiden. So eine kleine Säge hier dran, goated, würde ich sagen. Beste. Also ein bisschen geölt werden, nimm doch mal einen... Ich hab doch schon ein Victorinox von Karls Sohn, Karl sein Sohn, Karl sein Sohn, Karl. Doch an einem unscheinbaren Tag im September 2001, als 2 Flugzeuge ins World Trade Center krachten, was auch ganz bestimmt hätte von den Simpsons verhindert werden können, brach das Geschäft mit den Taschenmessern bei Wenger komplett ein. Das ist Aufgrund der krass. Anschläge wurden selbst die kleinsten Messer in Flugzeugen verboten und der Verkauf in Duty-Free-Shops komplett eingestellt. Diese Verluste trafen, by the way, auch Victorinox, aber nur so zu 30%. Wenger fing volle Tüte an zu strugglen, so wie Krass, dass deshalb eine Firma struggelt, wenn man die nicht mehr ins Flugzeug mitnehmen kann. ich auf Klo, wenn ich dann Wieso hat der eine Gurke auf seinem Laptop? 60 bin und fand sich plötzlich eine Pub-Security-Hose breit vor der Insolvenz wieder. Wenger hätte folgend denselben Move erleben sollen, wie es doch so viele andere historische Unternehmen schon taten und heute immer noch tun. Sie standen quasi kurz davor, an internationale Investoren verschallert zu werden, aber das hat einem Laden so gar nicht gepasst. Technisch gesehen 2 Läden, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Wenger da keinen Bock drauf hatte, aber die waren halt pleite, also was willst du machen? Victorinox hatte da so gar keinen Bock drauf. Verscherbeln? Damit die dann drittklassige Smartphones unter dem Namen des weltberühmten Schweizer Messerhandwerkes rausbringen können, oder was? Kann ich bei dem Scheiß noch mitbieten, oder... Oh, ist sogar Sofortkauf. Victorinox wollte den Ruf des Handwerkes bewahren. Er ist gekauft jetzt, der Bombs. Haben wir auch PayPal verknüpft? Und kaufte den zweiten Laden für Geil. Taschenmesser. Ja, was Metropol? Doch, Metropol. Monopol. Monopol. Victorinox sehen selbst eigentlich nicht so richtig geil gegen schluckte Wenger, wegen der Rufgeschichte und auch safe, weil sie Wengers 1,3 Kilo Prachtgranate mit Ja, das ist es. Da hast du alles drin. Ich glaube, das Ding ist richtig teuer und kannst du nicht gebrauchen. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die sammeln solche Sachen und dann ist das ganz geil, aber ich bräuchte es nicht. 1893. Wenger gibt seit 1893 wieder FC Basel. Basel hat gegen Stuttgart gewonnen. 2-0. Grüße an alle Stuttgarter. Werkzeuge und 141 Funktionen entweder unbedingt in ihrem eigenen Sortiment sehen 7000. oder Chillig. komplett verhindern wollten. Ich für meinen Teil habe als kleiner Lauch mein Schweizer Taschenmesser geliebt. Auch wenn ich zugeben muss, dass es für den Vorsatz Schweizer finanziell nicht gereicht hatte. Meine hatte einen Büffel. Muss ich dann doch gestehen, dass für jedes Mal herumheulen, dass ich kein Gameboy hatte und ich mir heute die Frage stelle, was objektiv betrachtet für einen Balk eigentlich gefährlicher gewesen wäre. Ich doch sehr happy bin, dass ich irgendwo in einem Wald sitzen konnte oder in einem Loch und mir immer irgendwas auf random geschnitzt habe. Ja, Digga, als Kind. Das macht man halt nicht mehr jetzt, ne? Du sägst den Ast ab und dann schnitzt du dieses Ding mit dem Taschenmesser einfach spitz. Das waren Zeiten.
Zum Beispiel ein Krokodil, das dann nur vielleicht eine Zeit lang mein bester Kumpel gewesen ist, weil alle anderen waren doof. Oder noch ein Messer, aber aus Holz, quasi wie so ein Infinite Messer-Glitch. Und zu meinem letzten... Warte. Es kann sein, dass ich sogar vielleicht... Ich habe mir ein Holzmesser geschnitzt. Digga, ich sage Loki, aber CSGO sieht krass aus. Ich glaube, es sollte tatsächlich ein Brieföffnungsding sein. Aber ja, das habe ich gemacht früher. Geburtstag, da hat mir Janine dann auch einen echten Schweizer Werkzeugkasten geschenkt. Und Alter, ich glaube, ich hatte bisher noch nie das Vergnügen gehabt, so ein Teil direkt ab Werk zu benutzen. Jedes einzelne Instrument, das scharf sein soll, ob Messer oder Schere, ist so verdammt scharf. Bin ich der Einzige, den das hier so sehr flasht, dass ein Taschenmesser auch so scharf sein kann? Ist keine Werbung, by the way. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Habt euch lieb. Ja, ist scheiße. Habt euch lieb, euer Plankton. Geil. Geiles Video. Schaut bei dem Bre vorbei. Wahrscheinlich kennt ihr den alle. Sehr, sehr cooles Video. Ich gehe jetzt in den Wald und schnitz mir einen Stock mit meinem Schweizer Taschenmesser.